Moment, ich habe einen Stream gestartet. Ich kann gucken. So, läuft, okay. Hallo Nadja, wie geht es dir? Ja, also ein bisschen hört man dich schon, aber ich denke, das ist okay, wenn so ein bisschen unerkennbare Musik da im Hintergrund läuft. Ja. Okay, ja, bei mir löschen die einfach die Videos. Aber macht ja nichts. So, also, in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, wart kurz, Intro. So, also herzlich willkommen bei einem neuen Stream von Minecraft wieder mal. Das zweite Video jetzt auf meinem Kanal. Ihr kennt die Map schon, er kennt die Map noch nicht. Bruder Esti, Bruder Paddy, was geht? So. Also, noch kurz, ihr hört ihn wahrscheinlich nicht so gut. Er hat das ausgestellt, dass man ihn hört, will wegen Musik und so. Sein Sohn würde gerne ein bisschen Musik hören und das stört uns ja nicht, aber YouTube. So, und dann würde ich sagen, jo. So, was hast du denn jetzt Bock? Was willst du denn jetzt machen? Was, wie, wo? Alles klar, gut. Ja, die Map hast du jetzt ja schon mal so ein bisschen gesehen, ne? So, dort hinten ist das Zentrum, da der große Turm. Und von dem aus geht es eigentlich wirklich los, so. Jo. Ja, können wir dann gerne auch mal machen. Aber die dauert. Nein. Die hat gar keinen Platz unten. Nee. Ja gut, dann. Okay, Moment. Spiel verlassen ohne Speichern. Okay. Spielen. Ähm. Habe ich nicht. Mach mal die da. Jo, Projekt Valhall. Ja, das glaube ich. So, ja gut, dann solltest du eigentlich joinen können. Jo. Wow. Ja, stimmt. Das soll Ding darstellen. Jormungand. Äh, ich habe hier einen Teil der Weltenschlange gebaut. Aber ein bisschen klein für Weltenschlange. Ja, Jormungand. Ja, Digga, nordische Mythologie, ne? So, Moment, kommentiertes Kommentare. Mir geht's super. Dir? Ja, au, danke Nadja, danke Nadja.
Das ist lieb von dir, dass du fragst. Später kommt dann auch Taco wieder. Ja, davor musst du an der Seite gehen gucken. Und no, not der Minecraft-Thing. Doch, Slendy, doch. Ja, aber eben ein bisschen klein für die Weltenschlange so. Ist gut? Ja, was denn? Mhm. Mhm. Alles klar, gerne. Cool. Dankeschön. Glaubt circa eine Stunde. Aha. Mhm. Ah, alles klar, verstehe. Ah, einen Eingang im Schädel bauen. Alles klar, ja. Das kann ich so gerne gestalten, dass das gut passt. Ich nehme an, den Eingang hast du dann schon, ne? Alles gut. Sagst mir dann einfach was, wie, wo, ich mach das. Nice. So, muss ich da noch auf Live-Chat schalten. Und hat er noch, no, don't do it, bin ich circa 5 daheim, dann Slendy kommen zocken und den Kollege ist leise. Ja, meine Kollege ist leise, weil er ist leise eingestellt. Aha. Ah, das bin ich mich gewohnt. Alles gut, alles gut. Ja gut, voll laut, das. Nicht, dass dann da alles zuschreist. Warte, ich schaue. Jo, bisschen. Also hast du alles da die Häkchen reingetan von wegen Stimme übertragen und so? Ja, nee, dann bringt's auch nichts, wenn du dich lauter stellst, weil müsstest du da dann einfach einstellen, dass man da dich hört, sonst bleibt das so leise. Aber ich höre übrigens auch keine Musik. Ah, okay. Also, das sind jetzt was für Blöcke? Pistons. Ah, okay. Sticky. Okay, cool. Hm. Mhm. Gut. Hoppla.
Jo. Ja, denke schon. Ja, ein Burgeingang. Ich glaube, ich baue hier eine Burg hin. Ja, Mann. Müssen wir jetzt nicht beleidigen werden mit Feste und so, ne? Es reicht, wenn man sagt, nicht vollschlanke Burg. Hoppla. Alles, was Drachen leben. Maybe, maybe. Aber ist okay. Man kann ja auch irgendwie Hogwarts oder so nachbauen. Ist ja kein Ding. Das stört ja niemanden. Ja, Mann. So. Ja, Mann. Gut. Mhm. Eisen. Eisen ist gut. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Alter, wie kann ich nochmal einstellen, dass ich mein Ding wieder sehe, mein Inventar und so? Aber gern, Hilfe und Option, Einstellungen, Grafik. Nö, das steht da nicht. Nein, nein, das steht da wirklich nicht. Benutzeroberfläche? Ah, Handanzeigen, Displayanzeigen, hier. Gut, gut. So, super. Mhm. Also, ihr seht jetzt da unten Sticky Pistons, direkt aufeinander. Dann, was ist das da? Kies, alles klar.
Also 3 Sticky Pistons aufeinander, 3 Stück Kies aufeinander und dann Gitter, 4 Stück. Eisen, also Eisen oder Holz könnt ihr nehmen, was euch besser gefällt. Dann, genau, Eichenbretter oben drauf. Dann einen Abstand dazwischen und dann normale Pistons. Keine Sticky Pistons oben benutzen. Dreimal normale Pistons übereinander, jeweils mit einem Abstand dazwischen. Für die, die es interessiert, die das nachbauen wollen, könnt ihr so gerne machen. Für mich auch, falls ich das dann irgendwann wieder mal will machen, kann ich mir da mein eigenes Ding anschauen. Das ist doch super. Gut, und dann sehen wir jetzt, wie es weitergeht mit der Redstone-Schaltung. Genau. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr mir genau zuguckt, ja, weil das nämlich sehr komplex ist. Ja, wenn Okay, einer aber das nicht warte, versteht, dann ich schalte das Zeug da wieder aus. Moment, Hilfe und Optionen, wenn ihr genau Einstellung. drauf achtet, könnte es passieren, dass ihr das komplette Ding wieder von neu aufbaut. So, gut. Dann stelle ich mich mal so hin. So, mit dem Redstone Repeater einfach mal anfangen. Den lässt ihr auf 1 eingestellt. Macht gar nichts mit dem Ding. Also, Ja? gut zulassen, ha? Ja, einfach so lassen, wie sie sind. Also ist alles Sticky Pistons, die ich jetzt hier stelle. Ja. Wieder Sticky Piston. Auf 1 lasse. Dann wieder oben. Das Okay. macht ihr insgesamt 3 Mal. Also irgendwie hört man dich nicht im Stream. Ähm, Gut. warte, ich muss das wiederholen. Genau. Also, gut. Jetzt, ihr seht da, bei jeder Pistending müsst ihr vorne an ein... Ah nein, stimmt nicht, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Also, ihr müsst unterste machen ihr voll mit dem Repeater. Ihr müsst dort ja gar nichts ändern, ihr lasst sie einfach auf Eis geschaltet. Und dann macht ihr über die drüber wieder Holzbretter. Dort drauf kommt nochmal Redstone Repeater. Und wieder nichts machen. Das Ganze nochmal eins weiter oben. Genau. Tipptopp, und das wäre jetzt schon der erste Teil davon. Wenn ihr das gemacht habt, geht es so weiter, wie mein Brudi euch das jetzt zeigt. Jetzt Redstone. Schalten. Bretter. Aufbauen. Also, Dann Redstone schalten. anlegen, Bretter drüber, Redstone drauflegen. Redstone. Bretter drüber, Redstone drauflegen. Überall verbunden. Dann geht ihr in die Mitte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann genau dasselbe auf der anderen Seite auch. So, und dann, also, So sieht das aus. in der Mitte machen die Taste dann nur in der Mitte. Ihr baut 3 Blöcke dafür und ihr baut 3 Blöcke dahinter. Das gleiche auf der anderen Seite. Dann, Und dann wie die Treppe. Die, ja, das. also, in der Mitte nochmal ein Block wie eine Treppe, dass ihr da dann könnt Redstone aufleiten. Dann das. Dann in die Mitte. Und dann 1 wie die Treppe. Ja? Also, ihr baut das dann weiter wie eine Links Treppe. oben, warte, links oben, Mitte, also unten, also Mitte und unten, also rechts unten. So müsste es aussehen. Das darf nicht verwechselt werden, weil sonst habt ihr wirklich irgendwann ein Problem. Alles klar. Also, wichtig, das dürft ihr nicht verwechseln, nicht anders umbauen oder so, weil das gibt Probleme mit der Maschinerie und dann funktioniert nichts.
Ihr baut das jetzt wirklich so, dass ihr da, wenn ihr von so schaut, im linken innen baut ihr da den untere. Ja, dann halt so, wenn man es so anschaut, dann von rechts. Bauen die rechts unten den da rein, dass es von unten aufgeleitet werden kann. Ihr baut auf der linken Seite Treppen ein bisschen führen und dann eins rauf, dass es ganz aufgeleitet werden kann. Gut, bis hinten alles zumachen. Redstone, Redstone, Redstone. Also, nochmal Redstone alle anlegen überall. Dann Brett, Brett. Und ihr könnt oben, ganz üblich, ja, könnt ihr oben auf den Redstone Brett setzen. Da passiert gar nichts. Das sieht dann so aus. Alles klar. Also ihr könnt da dazwischen dann überall, nein, nur da hin, setzen die Redstone an. Ihr könnt da oben drauf einen setzen, das macht gar nichts, das passiert nichts. Ja, dann Redstone oben drüber, dass das mit verbunden ist. Das ist ganz wichtig. Ah, ihr müsst da oben sogar einen ansetzen, dass das mit verbunden ist. Dann nehmt ihr den Repeater, setzt 1, 2, 3, warten. Mhm. Dann 1, Tag 2, 1, Tag 2. Okay, alles klar. Also, ihr setzt vorne, setzt ihr nochmal an jedes Redstone einen Repeater an und macht dort gar nichts dran. Die lasst ihr, wie sie sind. Dann setzt ihr da hinten dazwischen nochmal zwei an und da könnt ihr jeweils einmal draufklicken, dass es auf der zweiten Stufe ist. Genau. Dann 1, 2, 3. So sieht das dann aus. Mhm. Dann geht ihr hier, 1, das lässt ihr, das hier auf volle Maximum. Ja. Dann kommt ihr hier euch rein. Okay, wart kurz. Also, wie ihr jetzt gesehen habt, da hinten bauen die nochmal Redstone an, wieder auf die Linie da. Und da machen ihr wieder gar nichts dran. Da hinten bauen die Redstone auf die andere Richtung als die da. Und machen auch wieder gar nichts. So, Ich zeige dann, wie es verbunden wird. Das ist kein Thema. Also es muss genau so aufgebaut werden. jo. Cap 4 komplett voll. Und beim letzten da hinten ganz auftun. Also komplett bis hinten alles aufklicken. Bis er da hinten ist. Dann So. macht ihr Tab 1, das lässt ihr. Ja. Mhm. Da nichts machen an dem. Dann 1, 2. Warte, mal gucken. So, zack. Dann baut ihr den Entschuldigung. War ein Fehler von mir jetzt. Einfach passiert, wenn man so viel Redstone halt steht hat. Ja, Mann. Es muss zweimal reingebaut werden. Das ist so aussieht wie eine Höhle, kann man sagen, so eine kleine. Aha. Dann hier, da kommt dann Redstone hin, dann umschalten 1, 2, 3. Die lässt ihr alle auf 1 gestellt. Dann, Okay. Die alle auf Eis eingestellt lassen. dass es verbunden ist. Aha. Muss ja verbunden sein, funktioniert ja nicht anders dann. Jo. Jetzt kannst du nochmal sagen, was wir sehen. Also. Gut. Jetzt eben, der da ist voll aufgeschaltet. Da vorne macht ihr nochmal einen an. Ihr schaltet da gar nichts um. Den lasst ihr auf Eis. Das ist wichtig. Der muss auf Eis geschaltet bleiben. Da kommt nochmal ein Redstone an, dass das überhaupt verbunden ist mit denen da. Dann da nochmal 3 Repeater an, wo natürlich alle so da nach vorne zeigen. Nachher müsst ihr da nochmal Redstone ansetzen, dass es mit der kleinen Pyramide da verbunden ist. Und jetzt kommen wir mit der Verbindung. Da einmal, da einmal, da einmal. Dann hier oben, in der Mitte, da. Und das ist schon die ganze Schaltung. Ah, okay. Also, da dazwischen kommt gar nichts an. Ihr macht einfach nur 3 da hinten an.
Und zwar schön dazwischen bei der hintersten Reihe rein, bis da am Ecke. Und da vorne nochmal das gleiche, bis da vorne. Und das ist eigentlich schon also die Verbindung. Ja, das ist die Verbindungsschaltung, dass das Ding überhaupt nach oben geht. So, dann müsst ihr das Ding ja irgendwie auch aktivieren können. Mhm. Dann macht ihr hier Zur Aktivierung machen wir dort wieder eine kleine Höhle rein. rein, circa 3-4 Mal rein. Mhm. So 3-4 nach hinten. Deswegen ist auch das Holz nicht so als Erkennung Mhm. zu erkennen. 1, ja, Okay. hier dann auch nochmal. Das ist diese Stütze gedacht. Dann nehmt ihr Holz. So, 1, 2, 3. Mhm. Ihr könnt auch ein bisschen weiter reinbauen, das ist jetzt die Frage. Also, Ja gut, also Platz machen könnt ihr euch natürlich so viel wie ihr wollt, aber ihr braucht jetzt nur etwa so viel Platz. genau. Dann hier ein Redstone-Fackel und hier eine. Okay. Also, das sind 3 Blöcke. Ja? Eine Redstone-Fackel da hinten an der Wand und eine da vorne am Eingang, da unten an der Seite vom Block. Dann verbinden, dann schaltet sich die aus. Genau. Wenn die da verbunden werden, schaltet die vordere aus. Also, so wird es aussehen, wenn das jetzt gebaut werden würde. Aber ich zeige euch, wie es am einfachsten geht. Für Leute, die das nicht wissen. Wir bauen das wieder ab. Also er zeigt jetzt noch kurz, wie das noch einfacher geht für Leute, die jetzt gerade nicht wirklich rauskommen, so mit Redstone und so. Ja, klar. Ah, du, Fehler passieren. So, dasselbe Prozedur von vorne. Redstone dahin, Mhm. ja, dahin, dann verbinden, dann da, so, und dann der Repeater so hingestellt und auf 3 gestellt. Okay. Dann könnt ihr Redstone dazufügen, dann ist es aktiviert. Also gut. Eben, jetzt wie gesagt, da machen die hinten an der Wand eine Redstone-Fackel an und vorne am Block an der Seite machen die auch nochmal eine an. Die muss da übergerichtet sein, dass es da überhaupt verbinden kann. Also das da wird dann so zum Einschalten, da kann man dann irgendwo ein Knöpfchen drücken und dann geht das. Oder dann irgendwas, wie auch immer. Und jetzt Redstone legen die da hinten durch. Da hinten nochmal einen Repeater, der stellt ihr auf 3. Das heißt, ihr klickt zweimal drauf. Und dann ist das richtig eingestellt. Und da, von da muss Redstone noch zu der Fackel übergehen. Genau. Wenn es fertig ist, einfach einen Schalter nehmen, erstmal manuell und achtet mal auf das Burgtor. Okay, gut. Wir schauen uns das mal an. Sagt, und das ist frei. Also es ist nicht schlimm, wenn das so aussieht, ja, dass das Ding hier frei ist. Dann geht ihr einfach hin und macht es auch weg. Das ist nicht so tragisch. Ja, so sieht es dann aus. Okay. Das Ding steht oben. Ja, und fertig. Dann kommen wir zu der oberen Schaltung. Das muss ja auch wieder runter. Mhm. Ja, Genau. Also, ihr habt jetzt gesehen, wie das aufgeht. Wenn da das da passiert, das ist nicht so schlimm. Das ist ja nur Kies. Und jetzt brauchen wir natürlich auch eine Schaltung für oben. Also sonst macht das ja nicht viel Sinn, wenn das einfach einmal aufgeht und dann ist da für immer offen, ein Leben lang für immer offen. dann ganz wichtig, dass ihr das auch sieht, was ich meine. Hier oben 1 lassen. Mhm. Ja, der Repeater muss auf 1 bleiben. Also der Repeater oben auf 1 lassen.
Gut. Unten auf 2 stellen. und ganz unten Ganz unten auf 3. auf 3. Also, gar nicht klicken, einmal klicken, zweimal klicken. Ja, dann wieder eine Schicht Brenne. Wieder eine Schicht Brede. Ja, Brennerschicht. Ihr seht's, überall Redstone hin. Dann Noch mehr Brede. viele Brenne. Und viele Brede. Schalter. Bauhi. Das dann wieder mit Redstone. Okay. Da überall wieder eine Redstone-Verbindung anklatschen. Und da am, Knopf drücken. am Block in der Mitte ein Schalter. So, jetzt seht ihr, wie das funktioniert. Von da oben geht da, kann man da Schalter klicken und dann geht da alles wieder runter. Wird der Zaun wieder runtergedrückt. Das gleiche kann man unten wieder machen und er wird nach oben gedrückt. Sehr schön. Wenn ihr das Automatik haben wollt, das ist auch ganz wichtig. What the fuck? 1, 2. Ja, das sind 2 Bretter. Genau. Jetzt zum Automatikteil. 1, 2, 3, 4. 5 und 6. Ja, ganz wichtig. Also 2 dahinter bauen und 6 nach unten. Dann macht ihr jeweils in der Mitte, also ihr macht 1 Loch, 2 Loch, 3 Loch und oben dran ist dann die Verbindung. 1, 2, 3. Und so muss das dann zuerst einmal aussehen. Ihr klatscht da noch 3 Fackeln dazwischen, die Redstone-Fackeln, wichtig, nicht einfach normale Fackeln. Das bringt euch dann nicht viel, außer ein paar schöne Lämpchen. Dann nehmt ihr Tageslichtsensor, stellt ihn hier rein, Licht aktivieren, so lassen wie er ist. Tageslichtsensor, nichts aktivieren, einfach so lassen. Dann schaltet sich die Fackeln aus und die eine ist dann an. Genau. Dann wird von da aus eingeschaltet und dann ist da unten dann gewechselt. Also vorher habt ihr gesehen, der in der Mitte hat nicht brennt, der da schon. Jetzt ist der da aus, der da brennt und der da ist auch aus. So. Ja. Dann müsst ihr erstmal den Weg nach unten bahnen. Ihr wisst es ja auch wieder, Verbindung. Natürlich, Weg nach unten machen. Ihr lässt hier das so wie es ist. So wie es ist, also nichts machen, ja. Dann setzt ihr eine Redstone-Fackel dahin. Okay. Also da unten müsst ihr nichts verändern, das ist okay so. Ihr lasst ihr 2 frei und da oben geht dann der Redstone durch. Ihr macht da 3, macht ihr 2 nach oben, dass ihr Platz habt, um da eine Redstone-Fackel anzumachen und da unten dann Redstone weiter nach hinten verbinden. Ich war einfach weiter dort. Jo. Er baut da mal weiter. Also, das Ganze da ist dann verbunden mit dem Tageslichtsensor. Wow. So, und dann, dahinter geht es weiter mit dem Redstone, der läuft dann alles da hinten durch, auf der 2 Block hohen Mauer. Da macht ihr ein, warte, das ist ein Block hinter dem Anfang von dem da. Also hinter dem Anfang vom Holz. Macht ihr wieder 2 Stück Holz rein. Da oben Redstone-Fackel an. Oder ihr könnt auch einfach ein Stück Holz da hin tun, das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, da kommt ein Stück Holz an, dass ihr da könnt eine Redstone-Fackel platzieren könnt, die mit dem da verbunden ist.
Sonst würde ihr nicht auf die Befehl von da reagieren, sondern einfach nur Energie nach da hinten ausstrahlen. Das wollen wir nicht. So kann sie von da vorne aus abgeschaltet und eingeschaltet werden. Und dann legen die Verbindung von dieser Redstone-Fackel nach da hinten. Da unten verbindet er sie, anstatt der Knopf, der da vorher war, verbindet ihr da den Redstone miteinander. Das wäre es eigentlich schon gewesen, hat der Kollege gesagt, das dürfte es jetzt gewesen sein. Und dann können wir jetzt mal schauen, wie dann die Automatik funktioniert. Jetzt geht es ans Dekorieren. So machen, dann fällt nichts drauf. Also das ist so, fällt auch nicht. Braucht eigentlich großartig Minecraft-Kenner sich zu erklären. Dann einfach hier Gras wegen. Ja, Oh, Gras, ich mag Gras. Gras ist gut. Genau, halt einfach alles zubauen, weil sonst sieht scheiße aus, ihr faulen Säck. und wenn es jetzt Nacht wird, schaltet sich das Ding automatisch an. Braucht er großartig nichts zu tun. Das heißt, das ist einfach in der Nacht kann man da, geht natürlich das Tor dann runter, am Tag ist das Tor offen. So haben die ein Tag- und Nachttor. Abends sagen Tor, nein, du kommst hier nicht rein, Tag ist okay, kannst du rein, kannst du rein. Egal wer du bist, kannst du einfach rein. Und wenn ihr jetzt nicht aussieht, wenn ihr jetzt sagt, ihr soll eine Burg werden, ja, empfehlenswert ist Rissig, Moos und Stein. Genau. Also zum Burgen bauen zum Beispiel. Lohnt sich natürlich so Steine wie die da. Moosige, rissige Ziegelsteine. Also die da sind jetzt einfach mal rissig. Dann kann man da noch mit ein paar mit Moos so ein bisschen verzieren, das Ganze ein bisschen älter aussehen lassen und so weiter. Aber das wisst ihr ja dann selber, das könnt ihr dann selber schauen, wie ihr das abdecken wollt. Aber er zeigt euch jetzt zum Beispiel mal einen Vorschlag, wie man das dann könnte machen so. Dass das Ganze dann auch ein bisschen nach etwas aussieht. Und nicht einfach so Gerussel, Schweb und so. Schwebe, bin ich Schwebetag. Aber fragen, hast du eigentlich dieses Frostprivilegium? äh, Hostoptionen. Wenn nicht, dann machen wir einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann in den nächsten Video. Ich glaube, die sind an. Hier, Hostoptionen, ne? Ja, und kommt dann nach Genau. So sieht es dann aus. So. So sieht das aus, wenn das geschlossen ist, ja? Und wenn ich jetzt da zurückgehe und auf Tag wechsle, dann geht das Ganze wieder rauf. Aber ich muss das mal kurz auf Nacht machen, weil ich muss es noch voranpassen, wenn es geht. Alles klar, dann stellen wir da kurz auf die Nacht um. Er muss noch mal etwas anpassen. Weil sonst mache ich einen Fehler und dann muss ich das Ganze wieder von vorne machen. Yeah. Ja, weißt du, wie viel Arbeit das ist? Jetzt seht ihr da, ich habe mir sogar Mühe gemacht, dass da meine Schlange in der Nacht sogar noch leuchtet. Das Ganze sieht dann so aus.
Also ja, man könnte sie natürlich noch ein bisschen verschönern und so, indem man da noch ein bisschen mehr aus der Wand wegbaut, bei den Augen noch ein bisschen etwas daran macht. Äh, So, das müsste das jetzt sein. So sieht es jetzt von außen aus. ich komme. Wie ihr wollt. Von außen, also hier so. So, also. Wenn ich jetzt das zum Beispiel mal eine Idee, wo man kann machen, dass da das Tor so dreieckig ist zum Beispiel. Warte, ich stelle mal auf Tag um. So, und dann geht das rauf. Und dann kann man da einfach ganz gemütlich durchspazieren. Dann könnt ihr da vorne natürlich noch dekorieren und alles, dass das nicht einfach nur so ein Block ist halt. Aber das ist dann natürlich alles euch überlassen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Freie Hand. Freie Ja, Hand. Mann. Ich zeige jetzt nur, was nicht passieren darf. Dass die Redstone-Schaltung außersetzen, das bauen. Zerstören. Genau. Also, ihr müsst natürlich aufpassen, einfach, dass ihr die Redstone-Schaltung wirklich nicht zerstört, wenn ihr am Bauen sind. Nicht, dass ihr irgendwo etwas drüber baut oder so, wo dann die Schaltung unterbricht. Weil sonst funktioniert es dann natürlich wieder nicht mehr. Könntest du mir einen Gefallen tun? Mal hier die Seiten mal lesen, also zählen, wie viele sind insgesamt, weil ich muss es jetzt akkurat nachbauen. Welche? Jeder da? Ja, die Seite da. Die Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zähne? Jo. Ups. So. Ich baue in Minecraft mein Leben gerne. Burgen. Ich liebe einfach Burgen in Minecraft. Weil man da einfach ihre Kreativität freien Lauf lassen kann. So. Dann. Das. Doch da. Ja, ja. So. Also man braucht ungefähr für eine komplette Burg Tor, ja, ungefähr 15 bis 20 Minuten. Außer man ist natürlich schneller und beherrscht das Spiel schon. Ja. Ja, also eben, wie lange ihr halt für die Burg braucht, das ist unterschiedlich. Das ist je nachdem, wie gut ihr seid beim Bauen und was ihr da schon an Ideen im Kopf habt und so, was ihr dann noch wollt, so einfach so, ja, das schaue ich dann noch, wie ich das mache und so. Das ist natürlich alles euch überlassen. So, das stört mich noch. So, So. Warum ich das jetzt doppelt hier oben aufgebaut habe, warte kurz, warte kurz. Bin da noch an der Schlange dran. So. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Hä? Ach so. Ah. Hoppla. So.
So, jetzt ist besser, ja. Okay, gut, ich komme, ich komme, ich komme. Also, was hast du wollen sagen? Sorry. Ich habe gesagt, warum ich das nicht zweimal nach oben gesetzt habe, also das Level einfach ist, dass du das dann am Schluss dann einfach zubauen kannst, ohne Probleme, auch wegen der Redstone-Schaltung. Ach so, ja, ja, klar, klar. Also, So, ähm, hier, gucken, ob da irgendwas nicht verbunden wird. So, runter. also eben natürlich immer wirklich aufpassen. Sobald ihr einen Block draufsetzt, ist das Ding im Arsch. Also wenn ihr irgendwo einen Block auf einer Redstone-Schaltung habt, wirklich die ganze Zeit überprüfen, dass ihr keinen Block drauf habt, weil sonst ist direkt die Verbindung unterbrochen. Dann hier oben. Zack. Also wie er jetzt da einfach wirklich einen Block auslässt oder drüber, weil das da zählt als Block. Da nichts drauf bauen hier. Hier, ich zeig euch mal warum. Also das geht, mach ich dann wieder weg. So, Genau. sofort unterbrochen. Das da passiert, wenn ihr dann doch einen Block einfach wirklich in den Weg stellt, das ist dann halt einfach direkt unterbrochen. Wenn der jetzt wieder weggenommen wird, dann sehen ihr die Stabverbindung wieder da. Entschuldigung. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Das könnt ihr jetzt einfach auch durch Schweine ersetzen. Genau, wenn jetzt natürlich so etwas passiert, wie ich jetzt da gemacht habe, müsst ihr auch darauf schauen, dass ihr das auch direkt wieder verbindet, weil sonst läuft der da hinten nicht richtig. So, und falls ihr euch nicht sicher seid, dass es jetzt noch funktioniert, könnt ihr ja diese Nacht-Tag-Funktion machen. Gucken, ob das noch aktuell ist. Genau, dann ihr immer einfach mal schnell so auf Hostprivilegien, der wo der Server gehört, einfach schnell Nacht festlegen zum Schauen. Gut, es geht alles runter, dann stellen wir wieder auf Tag. So, und es geht auch alles wieder rauf. Es funktioniert also alles. Das heißt, mit Redstone eingestellt. Okay. So, ich weiß, das Ganze sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein riesiger Steinschniedel mit hohlen Eiern. Aber das ist jetzt halt einfach nur mit, aber das ist jetzt halt einfach nur so ein Beispiel, wie man das dann kann zubauen. Das muss jetzt nicht irgendwie wunderschön sein oder so. Das ist einfach ein Beispiel. Dann, So sieht das Ganze dann aus. Wenn man jetzt da drunter ist, sieht man nichts von dem. Und jetzt, dass es da runtergeht, das macht auch nichts. Ist ja scheißegal, da läuft ja niemand durch. Und dann kann man zum Beispiel noch... So. Hoppla. So. Schon haben wir einen schönen Eingang da. Wenn man da rauf schaut, sieht man halt wirklich nichts von irgendwelchem Redstone-Zeug. Aber funktionieren tut alles. Das Einzige, was sie dann da zum Beispiel mit dem Tag-Nacht-Sensor halt schauen müssen, ist, dass sie den nicht zubauen. dann zeige ich noch was. Dann machen wir nachher noch. Alles klar. Zudem zeigt er dann auch noch etwas. So.
das da für Blöcke. Also, da die ich bei der Schlange als Auge benutzt habe. Gucke. Oh. Oder Keramik. Ja, das macht Sinn. Das ist die da. Okay. So. Jetzt kommt die Sache, wie ihr das machen könnt, dass ihr ohne den Redstone-Schaltung irgendwie beschädigen könnt. Baut es am Anfang zu. So. Das. So. So sieht das aus. So. Kannst du dir ansehen? Ja, bin schon da. Kannst du den Leuten erklären. Also, er hat jetzt da oben ein Loch freigelassen, direkt über dem über dem Sensor, dass der immer noch kann warnen da oben, ob jetzt Tag oder Nacht ist. Weil wenn ihr da einfach zubaut, ihr habt vorher gehört, dass da Pistons aktiviert worden sind, wo er schnell zugebaut hat, dann kann es eben halt logischerweise nicht mehr auf Tag und Nacht reagieren. Jo. Dasselbe könnt ihr jetzt am roten Loch genauso bauen. Ja, Also wie jetzt. Das gleiche könnt ihr ohne Loch auch genauso bauen, sagt er. das kannst du ja machen, wenn du willst. Dass ich dir dann das mit der Mauer schon zeigen kann. Ja, nein, ich will jetzt zuerst schon mal in der Ruhe smoken. Moment, sorry. Okay, dann. Kannst ja mal sehen, wie das ist. Jetzt kommt nämlich die Mauer dran. So baue ich meine Mauer. Ich weiß nicht, ihr könnt die Mauer bauen, wie ihr wollt. Ist euch überlassen. Hallo, was laberst du da von Mauer bauen? Will da wer eine Mauer bauen? Nein, niemand spricht davon, eine Mauer zu bauen. Haben sie dann aber doch getan. Mauer. Slendy hat nur geschreibt, eine Rolle Klopapier. Saßen zwei Gestalten, hoch auf einem Balken. Und sie schrien nach Klopapier. Und sie schrien nach Klopapier. So. Was ist denn das für ein Viech? Bist du ein Schaf? Was bist denn du für ein Schaf?
Hau dich mit Redstone. Hau dich mit Redstone. Böses Schaf. Ha, ich habe Schaun getötet. Haben Human Flatfall schon gekauft? Nein, haben immer noch keine Geld. Warum musst du mich im Stream immer so bloßstellen? Soll schicken ich dir? Nein, 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 nein. Green Jay nimmt keine Almosen. Aber ich lieb von dir, Dankeschön. Nein, ich müsste bald wieder Geld bekommen und dann kann ich mir das Zeug auch wieder holen. Und Anthem hole ich mir dann auch noch. Oder wie der Stefan das so schön sagt, Andem. Nein, Andem. Nur 7 Franken. Ja, sie habe keine 7 Franken. Habe ich kein Geld? Kommt er mir? Ja, nur 7 Euro. Ich habe keine. Oh, an dem. Aber wir haben eben so einen Kumpel, der spricht so Zeug immer so geil aus. Zum Beispiel Anthem nennt er Andem. Oder eine Gatling Gun zum Beispiel. Sagt er Gatling Gun. Oder Shotgun. 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 Nicht mit Pumpe. Dada, wo wohnst du? In Zürich, Brudi, in Zürich. Und du? Und Slendy sagt also, bis später, Brudi, bis später. Ich höre Skyrim Sound. Ba la 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 la, Copyright, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Da, 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 da! Es ist Salut! 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 Jetzt fang ich auch noch! Fuck! Salut! No! Kannst du jetzt aufhören? Ich habe keinen Atem mehr. Stopp! Stopp Musik! Aus! Pfui! Böse Musik! Kommentiert, kommentiert, kommentiert das Kommentar von kommentiert der Kommentierer mir. Das sieht schön aus, das ist schick. Es ist so. Warte, Moment, Entschuldigung. Das Spieloptionen, nein, Audio. Musik aus, Entschuldigung. Ich liebe den Skyrim Sound, ich liebe ihn, aber in Schaffhausen. Ja, chillig. Und spielst Fortnite? Nein, Entschuldigung, ich spiele kein Fortnite. Also, ihr seht, da hat er ein bisschen Design. Das ist jetzt einfach nur so mit Treppen gemacht zum Beispiel. Wenn man näher ranfliegt, sieht man das auch gut. Dann seht ihr da noch die Linie an der Seite. So. Das sind einfach nur Treppen, die er da angebaut hat. Und ihr seht, also wenn man das von weitem anschaut, das sieht einfach wirklich 1:1 aus wie so eine alte Burgmauer. Das ist einfach fett. Dann können da so dazwischen dann noch einzelne Blöcke nochmal zerstören so und sie durch so Moosblöcke ersetzen. Dann sieht die ganze Burg an sich auch noch ein bisschen älter aus. Dann könnt ihr da auch noch zum Beispiel da die Ranken anhängen und alles und dann sieht es schon so richtig verwittert aus. Oder ihr könnt das natürlich auch komplett ohne Riss und alles machen, wie jetzt zum Beispiel die Blöcke da. Schöne, cleare Blöcke so. Und dann haben die eine neu aussehende Burg.
Also, eben, das ist ein komplett euch überlassen, wie ihr das wollt designen. Aber das ist jetzt mal so ein Vorschlag dafür. So kann man das zum Beispiel machen. Könnt auch eine Eisburg bauen. Ja, könnt ihr auch. Ihr könnt sie auch aus Eis bauen. Das könnt ihr auch. Aber dann würde ich euch empfehlen, dass in so einem Biom wieder hinten machen. Aus Packeis. Aus Packeis aber. Ja, ja, aber auch das. Natürlich aus Packeis und dann in so einem Biom wieder hinten, wo es auch wirklich. Also in einer Wüste würde ich das nicht machen. Ja? Und die Schlangen könntest du dann irgendwie verbinden dann mit dem Eingang. Ja, Mann. Weißt du, ich mein? Könnte ich sie da so. Dahinter geht sie ja weiter. So, bis da geht sie, schlängelt sich durch den Berg durch, dann kann ich sie noch so dahinter durchmachen, dass sie durch den Berg durchgeht zum Beispiel, dass sie dann da wirklich frei liegt und irgendwie zum Beispiel da drüber geht oder dass sie sich sogar da so irgendwie auf der Seite kann ich das zum Beispiel machen, da ist nichts drin, da könnt ihr ein Loch durchmachen und die Schlange durchziehen und dass sie dann da wieder im Boden runtergeht zum Beispiel. So, als Beispiel. Um das schnell zu machen, ja, habe ich immer einen bestimmten Trank, den ich nutze beim Bauen. Und das ist der Trank der Geschwindigkeit. Ah, er nutzt da noch Trank zum Bauen, Trank der Geschwindigkeit, dass er da kann. Blablabla. Oho, oho, Speedy Gonzales am Werk, ja? Bauen, 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 du? Eben, und da könnt ihr dann einfach so zum Beispiel da an der Seite so ein Loch drin machen. Und da vorne ein bisschen höher, so dass es aussieht, dass die Schlange so durchgezogen ist. Und dann geht sie so da vorne wieder runter, irgendwie so zum Beispiel da drüber, dass sie genau da an der Seite vom Eingang entlang, dann da verschwindet sie wieder im Boden und da taucht sie dann zum Beispiel wieder auf und geht dort durch. Understand? Understand, sehr gut. Gut, gut, gut. Oh, 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 schauen das Schaf. Ich muss schauen das Schaf töten. Äh, ja, Alter, wenn ich ihn mit meinem Stick umbringen will, dann bringe ich ihn mit meinem Stick um, okay? Stick ihn zu Tode. Ja, man, stick him to toe. Wow. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert so. Habe ich vergessen, dass das klappt. Ja, weil wenn ihr das nämlich so baut, habt ihr ja jetzt gerade gesehen, wenn irgendetwas da drin nicht funktioniert, dann könnt ihr da ganz einfach so ein paar Schritte vorher machen und dann heißt es Ciao, Estagon, ciao, ciao. Hui! Und dann könnt ihr von da aus dann komplett wieder zugreifen auf eure ganze Maschinerie. Könnt ihr da oben einfach zum Beispiel so wieder ein Loch machen, so, da ist ja nicht verbunden und dann könnt ihr da wieder reingehen. Dann könnt ihr dort wieder reparieren, wenn irgendwas kaputt ist. Und dann läuft das so. Dann könnt ihr da vorne zum Beispiel auch noch irgendwie so einen Balkon anbauen oder so und so einen kleinen, so einen Torbogen oder etwas. Wie ihr wollt, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, die Maschinerie habt ihr gesehen. Und der Rest ist halt einfach alles Deko. Ich zeig dann gleich noch also automatische Laterne. Also so Straßenlaterne, wenn das jemand möchte. Automatische Strassenlaterne. Möchte das jemand sehen?
Also mich interessiert's. Eine Stimme schon mal dafür so. Ach hier, das ist ganz wichtig, dass ihr das auch so macht, dass es so akkurat aussieht. Immer hier oben bis 4 abzählen, dann unter, also bei der 4 dann oder unter der 4 dann einen Block aufbauen, dass es dann gleich aussieht. Ich zeige das mal auf der anderen Seite, dass ihr weißt, was ich meine. Also von hier aus, Er labert sehr viel, ich werde das nicht alles wiederholen. 4, dann so rum dann. Es muss insgesamt 4 Abschnitte geben. Ah ja, ja, ihr müsst natürlich auch einfach schauen, dass es wirklich komplett gleichmäßig ist, sonst sieht das Ganze scheiße aus. Also, lasst euch da wirklich Zeit, schaut das ganze Ding wirklich an, probiert da so ein bisschen euch Sachen zu merken, wie jetzt zum Beispiel er sich das gemerkt hat, es geht von da aus 4 Blöcke nach oben, bis das da anfängt, da der untere Teil, der schmale. So hat er sich das gemerkt. Macht das immer so ein bisschen gleichmäßig, weil am Schluss sieht es sonst dann kacke aus. Ich bin Asterix und sauf meinen Zaubertrank. Was? Er ist immer wie so ein 15 Zaubertrank. Irgend so etwas hat er ja gesagt. Ich bin ein Landdelfin. Hui, 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 Landdelfin. Ich bin wunderschön. Machen wir mal noch Skin an, ja? Skin und Optionen. Skin ändern so. Wood Elf Mage. Oh, Astrid. What the fuck? Alter, die Skins, Mann. What the fuck? Was sind das für Figuren, Alter? Cool. Hä? From the Shadows. Okay. Alter, das sieht. Wow, die sehen abgefuckt aus. Die sind irgendwie noch geil, die Skins. Gefällt mir. So, und so sieht die Pokémon aus. Grusel, Grusel. Ja, ich komme gleich gucken und so. Hey, da kann man durchschauen. Cool. Kriecher. Eklig. Ja, ich glaube, ich muss mir da noch ein paar Sachen kaufen. Ha? Habe ich mir überhaupt irgendein Skin-Paket geholt? Ja, also außer das von Skyrim. Ah, Halloween-Paket, genau. Hallo. Bitte
Burgmauer fertig. So, super, Dankeschön. Gut, hier habt ihr fertiges Burgmauer. Ja, eben. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Das muss überhaupt nicht so aussehen. Das könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Das ist dann komplett euch überlassen. Laternen. Und dasselbe mit der Laterne könnt ihr auch euch eure Material bauen, wie ihr wollt. Also das ist euch überlassen, wie Jo, ihr das macht. absolut. Da könnt ihr natürlich, also jetzt schauen wir an wegen der Laterne. Und die könnt ihr natürlich komplett wieder mit Material machen, wie ihr wollt. Da müsst ihr natürlich nicht das gleiche nehmen wie mein Kollege jetzt. So. Man baut eins, ja, Also zwei, einfach einen Block bauen. Ein Normalblock oder ein Redstone-Block. Aha. Dann eins, zwei, drei. Eins, zwei runter. Also war das da ist ein Redstone-Block, oder? Ja, das ist ein Redstone-Block. Also ein normaler, dann ein Redstone-Block, zwei nach oben, drei nach oben bauen, zwei wieder wegbauen. Dann der Sticky Piston falsch rum runter. Sticky Piston, falsch rum, also Dann nach oben. den Tag-Nacht-Sensor oben nicht aktivieren. Oben drauf. Gut, Tag- und Nachtsensor, einfach oben drauf klatschen. Dann, wo der Sticky Piston seinen Schalter nach unten betätigt, neben den Schalter die Lampen setzen. Ja, so sieht Mhm. es dann aus. Also rundum, um den Piston, wo ausgefahren ist. Oder halt einfach um den leeren Block dort herum müsst ihr die Pistons bauen. Pistons, die Redstone-Lampen bauen. Dann unten in den Redstone-Lampen dann einfach so, warte, so, Genau. Ganz simpel. ja, eine ganz simple Sache. So. So, jetzt machen wir eine Demonstration. Einmal, Absolut. Moment. Ich demonstriere. So. Ups. So. So. Jetzt sehen ihr, durch den Sensor da oben wird der Piston unten aktiviert. Der Redstone-Block wird aufgezogen hinter die Lampen und das Ganze leuchtet. Ganz einfach. und deine Burg steht immer noch. Nein, Ja, Mann. ich hab's einfach nicht verlernt. Und da hinten funktioniert auch alles. Da kommt jetzt niemand mehr durch. Außer man würde das Loch reinbauen, aber das wäre ja assi. Falls es aber mal lecken sollte, ja, lecken sollte, runter in die Schaltung gucken, ob da alles nochmal richtig ist. Falls da irgendwas nicht stimmt mit der Verbindung, dass dann die Verbindung etwas erweitern mit Redstone Repeater. Genau, also eben, falls da etwas nicht funktioniert, wenn ihr das so gebaut habt mit den Gitter, könnt ihr einfach in der Mitte von der Gitter durchswitchen und dann sind ihr schon da unten. Von da unten habt ihr wieder Zugriff komplett auf die ganze Redstone-Leitung und alles, was ihr gebaut habt. Dann könnt ihr dort nochmal überprüfen, was jetzt genau nicht stimmt und könnt das einfach wieder erneuern. So, wir stellen jetzt da wieder zurück auf Tag. Tipptopp. Und das Tor ist open. Genau. Und dann kommen wir eigentlich zurück auf die Map von vorher, weil ich habe dort gesehen, ich habe dort zum Beispiel noch ein Maul gebaut, wo 10 auf und zu gehen. Nur 10, das sieht jetzt nicht speziell gut aus oder so. Aber es ist auch noch herzig, ich kann euch das schnell zeigen. Jo. Ja, wenn euch das, also kannst du ruhig sagen, wenn das euch dann das
könnt ihr euch auch mal Tipps geben lassen oder wenn ihr was wissen wollt, einfach fragen. Ich probiere es so gut wie möglich nachzuzeigen. Ja. Absolut. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was Redstone oder irgendwas für Zeug in Minecraft anbelangt, könnt ihr das einfach schreiben, das wird er euch gern beantworten. So, und jetzt sind wir da und ihr seht schon, da der Dude, der macht die ganze Zeit so 10 auf und zu. Leider habe ich es nicht angebracht, dass sich der komplette Kiefer auf und runter bewegt. Das habe ich probiert, aber an dem bin ich dann doch ein bisschen gescheitert. Das müsste ich mir dann mal ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Und das Ganze stoppt nie, also das funktioniert immer, das wird immer weitergehen. Er kommt sich das jetzt auch noch schnell anschauen, so. Da habe ich einfach so ja, keine Ahnung, was das soll sein, so eine Art Alien-Kopf oder so. Oder irgendein putziges Monsterviech, irgend sowas. Zeig mal her, wo ist der? Dahinter, Ach, das da. Ach, das da. genau, das da. Nicht schlecht, gefällt mir. Dankeschön. Das ist Robby, das Monster. Ja, Robby, das Monster. So, jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wo ich da rein können habe. Wenn ich dir mitgeben darf, Jo. ja. Bei anderen will ich das da jetzt, also Glowstone will ich Seelaternen. Ach so, ja, ja, das, gut, das habe ich jetzt einfach gemacht, weißt du, dass es da Ja, beim nächsten Mal. dazu passt, Alter, das habe ich wollen wegen der Augen. Genau. Und dann hat es halt noch müssen zum Rest dazu passen. Aber ich weiß, was du meinst, zum Beispiel da im Maul rein, zum Beleuchten. So, und jetzt können wir da noch reingehen, um uns das Ganze mal anschauen. Was auch geil aussehen würde, ja, dass ihr hinten habt, also das muss aber, das muss es aber ausmachen mit Feuer. Mhm. Hinten dran. Wenn ich mal kurz sage, kannst du ausmachen mit Feuer? Oder kannst du nicht draufbauen? Das ist ja keine Frage. Ich weiß ja, was für Feuer du benutzt hast. Jo, jo. Wegmache. Ja. Sag hier. Aber das Feuer aus, gell? Also nicht, dass ich das habe, das wäre ein bisschen. Livecraft TV, kann ich mitspielen? Ja, klar. Schick mir Freundschaftsanfrage, dann kannst du gerne mitzocken. So, also, er will da noch kurz etwas zeigen. Ja, wenn das Feuer aus ist, ja, Wel, wel, zeigen. welches Feuer? Du kannst Feuer ausmachen, nimmt sich aus. Aha, ah, so, ah. Feuerprivilegien. Ist aus. So, gut. Nicht, dass ich das Ding aus Versehen zerlege. Ja? So. Ich glaube, du hast die Rolle genutzt, oder? Was das ist? Beton oder was? Puh, keine Ahnung, Digga. Kannst du, wenn du so drückst, achso, wenn du so drückst, dann kannst du auch, Taste, ja? Das ist aber nur die Zeit oder sowas. Du was passt, das automatisch durch. Rechte Maustaste. Bei PC zum Beispiel, ich spiele ja mit der Maus. Also, ja, Stick. Genau. Oder wie? Stick, also die rechte Pfeiltaste macht diese rechte Pfeiltaste. Da, das funktioniert nix. Zum Beispiel, du machst so, brauchst jetzt F, plus, eine Seite. So, fertig. Das ist der Tracker halt. Und dann machst du das. So ist es jetzt. Kannst dann verteilen. Ja. Also ich zeige es nur provisorisch jetzt, gell? Mhm. Dass ihr das weit, also, dass ihr das wisst, was ich meine. Da nimmst du hier jetzt Beispiel stinknormales Claws oder was auch immer.
force jetzt so, nehme jetzt mal Glas hier, ich force jetzt einfach so, da leuchtet das Auge dann so. Ja, aber ich finde jetzt, das passt zum Beispiel überhaupt nicht. Das. Upp, so, gut. Weil das wird nämlich dann am Schädel passieren. Ja, Mann. Dann rot. Ja, das ist halt eben je nachdem, wie ihr das baut. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas wollt bauen, wo ein bisschen düster aussieht oder so, dann könnt ihr das natürlich so mit dem Feuer machen, dann hat das auch einen geileren Effekt. Das sieht dann stylischer aus. So, jetzt da zu dem ganzen Redstone-Gedingse. So, fertig. Also, jetzt haben wir da innen erstmal Ruhe. Und jetzt, das Ganze da ist natürlich wieder alles mit Pistons verbunden. Unten habe ich Pistons eingebaut, oben habe ich Pistons eingebaut. Und die Verbindung kommt da hinten wieder zusammen. Wie vorher bei ihm zum Beispiel, kommt das alles da zusammen. Und jetzt, dass das wirklich auch die ganze Zeit durchläuft, baut ihr das so, dass ihr da vorne eine Fackel anbaut, eine Redstone-Fackel, an so einen Block ran. Dahinter, Redstone Torch. genau, dahinter baut ihr da Repeater ran. Und zwar in die Richtung da, zu der Fackel hin. Also die Fackel liefert dann Energie, wo zu dem Repeater, wo ihr da hinbaut, geht. Das Ganze läuft da durch, geht durch die Repeater da oben, geht da hinten durch, geht da durch, zu diesen Repeater da vorne. Ich schaue das Ganze jetzt nochmal für euch von oben an, dass ihr euch das gut könnt merken. Oder dass ihr da könnt Pause drücken, um das nachbauen so. Und das Ganze liefert dann vor der Fackel da vorne, liefert das Energie dahinter wieder an die Fackel zurück. Und keine Angst, es ist dann kein Copyright. Ja, Mann, ist kein Copyright, macht euch da keine Sorgen. Und die Fackel da wird halt dahinter wieder ausgestellt, nachdem sie Energie dafür geliefert hat, und wird von hinten wieder eingestellt. Das heißt, Energie kommt dahinter, was die Fackel ausstellt. Dann, wenn die Energie da wieder abgelöscht ist, weil die Fackel da vorne wieder angeht, da vorne, liefert das wieder Energie dahinter an die Fackel, was das die ganze Zeit betreibt. Und das liefert dann Energie dafür, was Mul zum Bewegen bringt. Yay! Genau. Also ich kann euch das sonst da außen nochmal aufbauen. Warte, was brauche ich für das? Redstone-Zeug, wo ist das? Wo? Da. Also wir brauchen Redstone. Wir brauchen Redstone-Fackeln. Wo haben wir die? Da unten. Wir brauchen Repeater und einen Block. Oder Hebel, nicht vergessen. Ne? Honey. So. Ohne Hebel wird es gut. Genau, weil mit dem Hebel kann man das Ganze eben wieder ausschalten, nicht dass das einfach Dauer am Laufen ist. Ganz ehrlich, ich habe das herausgefunden aus Versehen. Ja, das ist bei mir ein bisschen ein Zufall gewesen. Ich habe eigentlich etwas komplett anderes wollen bauen und dann plötzlich hat das Ganze immer wieder angefangen so laufen und die ganze Zeit Energie liefern und ich so, hä? Und das Ding so, und ich so, hä? So, jetzt fangen wir da an mit so einem Block. Hoppla, da bin ich falsche Seite gegangen. So, setzen wir da Redstone hin. Und wir setzen. Stopp, ich muss das aufschreiben, ich muss das aufschreiben. Ich schreib's mir jetzt auf. Alles klar. Also ein Block. Redstone Fackel. Und
Übrigens, nur so, ich baue ja jetzt relativ viel von diesen Repeater da hin. Die sind einfach nur da, dass du perfekt kannst Zeit einstellen, wann das soll ankommen und so, weißt du, in welcher Verzögerung. Und der da hinten ist der einzige, wo du musst voll einstellen, weil der für die Stärke ist da, um das auszustellen. So, gut. Und dann baust du da nochmal, hoppla, baust du da nochmal einen hin. Nichts dran machen. Und da kannst du vorne nochmal einen anklatschen, so. Und dann. Warte, jetzt muss ich mal schnell schauen. Bin ich gerade selber verwirrt. So, warte. Nein, stimmt nicht. Da vorne keiner an. Eben, genau. So, gut. Da keiner an will, von da aus, da kommt dann Redstone an und da kannst du Leitungen hinbauen, wie du willst. Also da kannst du auch Abstand bauen, dass du mehrere Dinge, wie es dir gefällt, das kannst du selber entscheiden. Da könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich würde jetzt sagen, wir setzen da mal einen an, einfach so, dass wir da etwas betreiben können. So, und wir bauen das ein bisschen grösser, dass das ein bisschen anschaulicher ist. Und dann muss ich kurz nachdenken. Ja, das Ganze kann man ja auch einfach auf dem Boden machen, das muss ich nicht erhöht. So, Ich mach's einfach ganz einfach. Ganz einfach. Ich werde mir einfach alles in deinem Channel angucken. ja Mann. Hab's einfacher. Musst du mir mal dein Username sagen? Ja, Green J420. Ja, hier wie mein PSN. Also, okay. Kannst du deinen PSN-Namen einfach eingeben oder was? Jo. Dann gucke ich mir den So, Namen an, dann schaue ich mir selber nach und dann habe ich auch. jo. So. Und jetzt könnt ihr da halt Zeitverzögerungen reinbauen. Also, du hast So einfach geht's eine schneller. überdimensionale Glocke. Du hast einfach eine überdimensionale Glocke gebaut. Genau. Das kenne ich. Je mehr ihr da auftönt, desto schneller geht das. Desto langsamer geht das, genau, so. Ja, schnellere. Es gibt auch eine schnellere Form. Die Genau. auch richtig schnell halt, ja. Also wenn ihr da etwas ganz langsam wollt, so warte, ich baue da, um das demonstrieren. Mach weg. Ich baue mal schnell eine kleine, schnelle Glock, dass wir wissen, So, was damit gemeint ist. so bleibt's lang drinnen und lang oben. Und jetzt je mehr ihr von dem ausstellt, desto schneller geht das Ganze. Hoppla. Ah, hoppla, jetzt habe ich da den auch noch eingestellt, ich Idiot. So. So, 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 so. Obwohl, geht das nicht auch? Doch, das geht auch, wenn ihr den ausstellt, stimmt. Okay, der muss nicht eingestellt sein. Jo, er hat das so schnell wie möglich gebaut, das geht natürlich auch. Aber das ist halt eben gedacht, wenn ihr irgendwie wollt, zum Beispiel eine Wand bauen, wo eben auf und zu geht, dass man dort kann durchlaufen kann. Und das da ist gebaut, wenn ihr irgendwie wollt, einen überdimensional grossen Dildo bauen oder so. Ich wollte es mal demonstrieren, was ich mal was. Und jetzt, ihr seht ja da eben, das läuft jetzt die ganze Zeit, dann könnt ihr da zum das abstellen einfach einen Hebel anbauen und das Ganze hat keine Energie mehr. Aber der Hebel muss da sein, um die Fackel da können ausschalten, weil die Fackel ist der Hauptenergieding. Also die liefert die ganze Zeit Energie. Genau. Der Atomreaktor.
lustig draus und es macht Boom. Genau. Ich weiß nicht, wieso ich gemeint habe, dass der muss eingeschaltet sein. Macht eigentlich keinen Sinn. Ah, Musikschalter? Musikschalter? Was? Mach mal kurz das Ding ab. Jeder weiß, glaube ich, dass es jetzt soweit ist. Moment. Haben wir gleich. Ich habe Musik aus. So, hau mal aus. Okay. Toll. Und um den Ton zu ändern, gibt es einen Trick. Dann nehmt ihr Beispiel jetzt Eis. Ja, Okay, zum den da Ton ändern, Eis benutzen. baut das Eis unten drin. Ah, Ja? interessant. Crystal. Crystal 2. Cool. Ja. Und mit Sand könnt ihr das. Ihr könnt das eigentlich mit allen Gegenständen. Jeder Gegenstand hat einen eigenen Soundeffekt. Mit Glas zum Beispiel hört sich dann an, wie ob es macht. Weißt Warte, ich nehme auch noch Musikblöcke. du? So ein Taktblock, weißt du? Ja, Mann. Ja, Notenblock, genau. da könnt ihr das so machen. Um das zu erweitern, gibt es einen Trick. Ja, das dann hier wieder einzeln. Setzt klar, also Icy. Ja, da, so. Ja, jetzt zwei Ace-Fleckle. Mach mal kurz aus, dass ich das dann zeigen kann, wie das aussieht. Bitte. Tja. So, jetzt mach mal an. Und so hört sich das dann bei mir an, wenn ihr Warte, beide ich will auch noch. wollt. Also wie gesagt, jeder Block hat eine eigene Funktion. Bei Glas hört sich das zum Beispiel so an. Ja? Braucht man noch ein bisschen Repeater. Repeater, Ingestels, Glas und Mirror. Weißt du? Und bei Sand hört sich an wie so ein Apfel. Okay. Bis Sand tönt's wie Rassler. Alles klar. Ja, so. Setzt es rein. Sand, Santi. Okay, nice. Und so kannst du dann deine eigene Musik herstellen. Gut, jetzt wisst ihr ja, wie das mit der Musik funktioniert. Ich gehe mal ein bisschen woanders hin und baue mal was auf. Okay. Und dauert aber ein bisschen. Ja, weil das ist schon ziemlich groß. Alles klar, ich würde sagen, in dieser Zeit machen wir da mal Jump Map. Aber die fängt da vorne an. Ich mach mal eine Musik. Okay. Irgendwo da. Könnte aber etwas dauern. Da fängt sie an. Kleinigkeit, ja. Jo. Er bereitet mal etwas für uns vor und wir machen da Jump Map. So. Nein. Oh. Hat
hat er einfach aufgehört zu sprinten. Arschloch. So. So. Ich hoffe, dass ich es noch finde. So. Hm. Ja. Ja gut. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich mache das hier. So. Natürlich auch, ich muss es selber nachbauen, dass es dann richtig geil aussieht. Weißt du, ich meine? Also es selber angucken und nachbauen. Klar. Mhm. Ah, gut. Also eben, er bereitet da etwas für uns vor, muss da selber auch nochmal kurz nachschauen und so. So. Huh. Und wie man das in Minecraft baut, das ist ja kein Copyright, sondern das ist nur bauen, weißt du, ich meine? Ja, Mann. Das ist ja keine große Sache. Genau, das ist kein Copyright in Minecraft, das ist einfach nur Minecraft. Genau. So. Zweisprachig. Und ich will das ja, dass es schön anhört. Ich mache das jetzt mal der Untergrundboden aus Eis. Und das sind übrigens Checkpoints, da wenn man ankommt, kann man den eigentlich auftun, aber ich würde sagen, ich mache die jetzt alle mal zu. Jo. Muss da hinten noch schauen, ob da auch noch irgendwo eine offen ist. Das ist Deko. Nein, okay, das heißt, doch, da hat es noch eine. Äh, aber da hat es keine Leiter rauf. Hä? Er steht hinter der Checkpoint. Okay, ja gut, wenn er steht hinter der Checkpoint ist, dann ist er steht hinten. Okay. Dann zum nächsten geht glaube ich, ein bisschen schneller. Aber es wundert mich wirklich, dass ich da nirgends sonst einen eingebaut habe. Ich stehe eigentlich auf Checkpoints. Haben die gern. So, okay, ja gut, dann gehen wir weitermachen. Da sind wir gewesen. Nein! Oh, so. Gut. So, und da sind wir wieder bei einem Checkpoint. Das Mal ist die Türe da, weil ich habe herausgefunden, dass man den Sturz da oben überlebt. Also auch wenn man jetzt von da irgendwo runtergeht, das überlebt man noch. Und nur für den Fall, dass man nicht überlebt, wird man dann irgendwo dort hinten wieder gespawnt, dass man einfach kann da rauf klettern kurz. Und sonst hat es dann da auch noch ein Bett, falls es irgendwann einmal Nacht wäre, so wenn man die Map spielt. Kann man ja auch im Bett schlafen als Checkpoint geht. Auch. Gut. Gehen wir da weiter.
So. Jetzt hoffen wir, dass das nicht irgendwie rausgepatcht worden ist. So. Gut, das hat funktioniert. Da muss man nämlich die Dinge auftun. Das zeige ich euch nochmal. Ihr seht jetzt, das geht nach oben. Das drückt einen auf, dann muss man schnell da wieder wegdrücken und gleichzeitig springen, wenn man da ist. Hoppla. So. Aha. Nee, ich muss es nur jetzt konfigurieren, das ist ganz normal. Jojo. So. Nein, ich bin gerade verwirrt gewesen, wo es durchgeht. Ja, aber hä? So. Ich baue erstmal die Grundstücke auf. So, genau, da einfach runterrennen und übergehen. So, das hat funktioniert. Sehr schön. Das auch. Okay. Ah. So. Alter, ist das lang her, wo ich die gebaut habe, Mann. Kann ich mir vorstellen. Oh nein. Oh, come on. Oh Mann. Ich bin doch so ein Penner, ey. So. So. Das hat funktionieren getut. So, wunderbar. Huh. Ach, da bin ich ein Penner gewesen, Mann. Weißt du, und jeder Sprung genau abgemessen, dass genau noch drauf kommst und so. Ey, nein. Puh. Digga. So. Ja. Checkpoint. Also das wäre natürlich doof, wenn dir das passiert, wie mir jetzt gerade so. Willst Checkpoint aktivieren, stehst du an, gehst aber toll. Das ist ja dreckig, Alter. Nein, das.
Obwohl doch, das ist lustig. Das bauen wir nicht um. Ah ja. Ich habe doch gedacht, hä, höre ich da Wasser? Ja, ja, höre ich. Fangen wir erstmal an. Bau. So. So. Ja, wow. Okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. So. Ah, jetzt sind wir da. Okay. So, dann fangen wir mal an mit dem Gegenstand. So. Ah, mein Gott. Und von da rein geht's dann eigentlich, also ihr seht da Take My Hand und da Loki's Journey und da, ja, das müsste man mal ändern, weil da hat's jetzt etwas. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon fertig sind. Doch, ich glaube, doch sind wir. Okay. Mahlzeit. Dankeschön. Ah, shit, ja, ich muss leider den Stream beenden. Es ist schon Zeit, ich muss gehen. Wir machen das anderes Mal weiter. Wir gehen noch schnell da schauen, was er uns da am Aufbauen ist. Interessant, interessant. So, also, dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal sehen wir wieder mehr. Also, wir schauen dann da, dass auf nächstes Mal ein bisschen mehr vorbereitet ist und so. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen und viel Spaß euch noch. Ciao zusammen.